Weiter geht's, Freunde, zwischen dem Duell von Joey Wheeler und Odeon. Mit dem Deck von Joey zu spielen, das könnte schwierig werden? Fragezeichen? Ich glaube ja. Das Begräbnis, ja, das die Karte eben noch gibt, hey. Okay, der bringt mir gerade nicht so viel. Der magische Armschild wäre cool, du. Okay. Sumpfspiegler. Aua. Tja, ich glaube, es wird mal Zeit, irgendwie so eine Strategie aus Kraft zu setzen, nicht wahr? Törichtes Begräbnis. Also einen zweiten Shinzo nach dem Friedhof, wäre mir ganz geil. Die scheiß Insektenkönigin. Ja, komm. Weg mit der. Doch nicht ganz so einfach, wie ich dachte, wa? Negiert ja mit meiner Fallenkarte. Ich glaub's nicht. Aua. Aua. Ich hab gesagt, aua. Aua. Ja, natürlich kommt die Zauberkarte. Dankeschön. Ein Shinzo wäre hier so episch, aber ja. Das kannst du natürlich vergessen. Joey's Deck, ganz ehrlich. Aua. Hey, ist gleich wieder vorbei. Aber jetzt kennen wir zumindest mal die Strategie von Odeon. Genau, auf den Babydrachen. Perfekt. Yeah, Babydrache, Angriffsmodus. Also noch ein bisschen epischer, komm. So, Kumpel. Dann beide vier verdeckte Karten. Mal gucken, was er macht. Was er überhaupt kann. Der kann doch nichts. Der ist schwach. Nein, ich hol. Das ist eben der Quatsch daran, wenn man die B-Taste gedrückt hält, um etwas zu überspringen. Da wurde mir als Tipp gesagt, dass wenn ich keinen Bock auf die Meldungen habe, dass ständig da irgendwie eben ständig die Meldung kommt, willst du aktivieren. Aber es ist natürlich so Quatsch, weil da bringt mir gar nichts. Man müsste echt das Timing raus haben, wann man halt wieder den Knopf loslässt. Müssen wir eigentlich noch. Ne, wieder als zweiter. Da wäre jetzt die Frage gewesen, ne? Hätte ich genug kontern können mit dem Babydrachen und den verdeckten Karten, um nachher Shinzo zu rufen. Ja, ist gut, wir haben es verstanden, du spielst gerne Fallenkarten. So, erstmal mache ich dann das gleiche wie du. So. Na, was sagst du jetzt, Alter? Alter Penner. Momentan muss er nichts machen. Verkürzung von Apopis. Ja, seine Fallmonster.
Tiki-Fluch, Tiki-Fluch. Was sind das denn immer? Ah, in dieser scheiß Elfenbox. Sumpfspiegler. Ich bin der Sumpf. Ja. Jetzt. Ja. Warum konnte ich eigentlich die Karte nicht aktivieren? Ach, geht's vielleicht nicht, weil das gar keine richtigen Monster sind? Komm, wir spielen einen Zauber der Zeit. Weil ich Bock drauf habe. So. Iniminimu und raus bin ich selber. Dankeschön. Scheiß Zauber der Zeit, hey. Dreckskarte, elendige. Die Katze des Unglücks, ja, der Name ist Programm. Viel Glück bringt mir die Karte gerade echt nicht. Alter! Der Herze kann für den Arsch, aua! Wie kann man nur so ein Pech haben, Freunde? Wie geht das? Oh, Schild und Schwert wäre auch mal interessant. Ja, komm, jetzt einmal. Kann ich allein nicht im gegnerischen Zug spielen, sonst wäre es geil gewesen. Alligator-Schwert. Wir können Alligator-Schwert Drachen rufen, aber geht leider nicht. So. Na, Odeon, was sagst du nun, ne? Hä? Ach du Scheiße. Nein, ich will nicht fortfahren. Ja, man könnte eigentlich mal die Karte spielen. Tja, und schon probiert es nicht mehr. Zweimal Schild und Schwert, ernsthaft jetzt? Nee. Das reicht, Freunde, das reicht. Tja, Odeon, was machst du nun, ne? Jinzo, direkter Angriff. Ah, Jinzo ist so ein geiles Monster. Da war so ein geiles Monster, da gibt es sicher irgendwie bessere Alternativen. Er hat verloren. Er wird scheitern. Er hat noch Zauberkarten auf der Hand, die mir gar nichts bringen. 4 Zauberkarten auf der Hand, keine davon kann ich spielen. Geil. Das ist nochmal ein richtiges Anime-Deck. So. Riesentornado. Einfach nur so just of fun. Und das war's, Odeon, mit deinem Fallendeck. Bye bye. Jinzo hat ihn vernichtet. Odeons Deck enthielt eine Kopie von einer ägyptischen Götterkarte, aber gar nichts gemerkt davon. Das ärgerte die Götter und ein Blitz traf Joey und Odeon und schickte sie beide auf die Matte. Meister Marek, ich bin nicht würdig genug. Odeon, ich habe mein Bestes gegeben, aber es war zu wenig. Odeon widmete sein Leben der Aufgabe, Marek zu beschützen, indem er das böse Marek eindämmte. Da Odeon jedoch geschwächt war, war seine Kontrolle über das Böse schwächer. Bitte vergib mir, Joey, es tut mir leid. Es war mir eine Ehre, mich mit dir zu duellieren. Gleichfalls. Und dank des Blitzschlags wird dieses Duell eine ganze Weile nicht vergessen. Wenn du nicht Marek bist, wer bist du eigentlich dann? Ich habe nur einen Diener. Gibt es, wenn du wirklich bist, Marek? Ja, es war eigentlich eine Tat echte Marek. Was?
Namu? Nee, kein Namu. So eine Verkleidung an Yugi ranzukommen. Yugi, dein passende Macht werden bald dort sein, wo sie hingehören, bei mir. Oh nein, Meister Marek, er darf jetzt seiner dunklen Seite nachgeben. Marek, was ist hier los? Ich bin endlich wieder frei. Ich bin der dunkle Marek. Wer bist du? Ich bin der wahre, dunkle Marek. Überall alles voller Gummis. Der lacht mir ein bisschen zu viel, Freunde. So, ein Duell mit dem Schicksal. Die Frage ist, wenn wir mit Seto Kaiba gegen Ishizu bestehen können. Im nächsten Duell standen sich Mai und der echte Marek gegenüber. Warum kann ich das nicht spielen? Mai gab alles, was er hatte, und Marek war viel zu mächtig. Mit der Macht seines Millennium-Stabs setzte Marek Meisterstand im Reich der Schatten gefangen. Ja, Da ist er halt gefangen, ne? Also gut, ihr Geeks. Was? Macht das Spielfeld für das nächste Duell frei. Kann man sich vorstellen, dass Seto Kaiba Geeks sagen würde? Ich habe so eine Probleme mit dieser Art der Vorstellung. Das überrascht mich sehr. Ja, sieht man sich wieder, Seto Kaiba. Du bist also gekommen, um Obelix zurückzugewinnen. Der Grund, aus dem ich gekommen bin, ist von weitaus größerer Bedeutung. Ich bin hier, um meinen Bruder zu retten. Bruder? Ja, in den letzten 5000 Jahren haben Ishtars über das Grab des Pharao gewacht. Nur Marek wandte sich gegen uns und das Böse in ihm ist jetzt noch stärker. Wie du dich erinnern wirst, haben wir Mann, Alter! Normal quatschen, normale Geschwindigkeit. Wie du dich erinnern wirst, hat meine Millenniumskette die Macht, mir Ereignisse zu zeigen, die noch kommen werden. Im Moment sagt sie mir, dass du dieses Duell verlierst. Genug von den Millenniumsgegenständen. Ich glaube nicht an diesen Quatsch. Ich habe das mit meinem einzigen Ziel vor allem geplant. Meinen Platz als Nummer 1 der Duellanten der Welt zurückzugewinnen. Hast du vergessen, dass es meine Idee war, dass du das Battle City Turnier organisierst? Um Duellante Marek anzulocken? Mein Plan hat funktioniert. Mein Bruder ist hier. Die schwierigste Aufgabe steht noch bevor. Das Böse in ihm muss aufgehalten werden. Ja, gut. Dass Kaiba da keinen Bock mehr drauf hat, kann ich durchaus verstehen, Freunde. Hätte ich an seiner Stelle auch nicht, muss ich mal ganz ehrlich zugeben. So, ups. Interessante Karten, Herr Kaiba. Die führt zum Drachenaufruf. Angreifen, Klingenritter. Schon mal nicht so schlecht, aber erst einmal rufe ich den weißen Drache mit eiskaltem Blick. Hä? Nee. Nee, kein Bock zum Aktivieren. Weißer Drache mit dem eiskalten Blick. Vernichte ihr Monster. Keldo. Für doof war aber gar nicht. Ha! Ich hab gar nicht zwei verdeckte Karten. So, schrumpfen. Genau, ich kann auch meine eigenen Monster mit schrumpfen. Das ist ganz praktisch für gewisse Umstände. Ach, stimmt, ich spiele das Sohn-Deck. Oh, nein, 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 nein. Ganz, ganz, ganz hässlich. Ganz hässlich. Das ist ein ganz hässlicher Zug. Erstmal Klingenritter. Die ganze Schwere auch noch verdeckt. So. Also mein hübscher Klingenritter mal angreifen. Ja, ihr habt doch... Drücke die B-Taste bereits. So, schon besser. Puh. Ishizus Strict im Anime war ja so aufgebaut, dass er möglichst viele ihrer Kan nach dem Friedhof geschickt hat.
Und der Gegner, in dem Fall wir, hatten noch möglichst wenig Karten im Friedhof. Und es ist eine fiese Fallenkarte, indem sie einfach mal das Ganze getauscht hat. Also jeweils der eigene Friedhof im eigenen Deck wird getauscht. Und das ist natürlich nicht ganz so geil. Ja, schon das gleiche Fehler passiert. Mann, ey. So. Aber sie kommt gar nicht mehr dazu. Die nette kleine Jisu. Weil ich sie vorher vernichten werde. Ernsthaft jetzt? Wäre es nicht zu bieten? Hier, schrumpfen. Ich weiß, ich hätte zweimal schrumpfen auf im Einsatz bringt gar nichts, weil Schrumpfen reduziert nur die der Grundangriff. Der ist immer gleich, der auf der Karte steht. Deswegen bringt das hier gar nichts, den zweimal einzusetzen. Und trotzdem kann ich das Duell gewinnen. Photonenblitz-Torpedo! Oh ne, der Unterdrache, der so angreift. Egal. Gefräßiger Angreifer. Schlitz sie auf. Dankeschön. Wir haben gewonnen und sie hat verloren. Ja gut, eigentlich war es ein bisschen anders geplant, zumindest gemäß Anime, aber egal. So. Duell im Kolosseum, Freunde. Das epische Duell zwischen Yugi und Kaiba. Auch zwischen Osiris und Obelisk steht an. Und ihr seht, wir sind nachher schon kurz am Ende. Es sind noch 2 Spiele, oder 2 Duelle, wenn man so will, im Battle City Turnier. Nachher kommt bereits, ab hier kommt bereits der Arc um die Drachen. Atlantis und so, da geht bis hierhin. Und hier ist der finale Arc, nur noch ein Duell besteht. Also unter Umständen sind wir in 2, 3 Folgen mit dem ersten Arc durch, mit Yu-Gi-Oh! Und würden nachher, das ist halt die Frage, machen nachher wirklich die Reverse-Duelle, oder sage ich mir sogar selber, nee, komm, muss er nicht sein. Ich hätte persönlich mehr Bock ein bisschen auf die anderen Arcs, dass wir dann mit GX weitermachen würden. So oder so, das entscheiden wir in der nächsten Folge, Freunde. Ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution mit dem zumindest ein Halbfinale im Battle City Turnier. Bis dahin, bye bye.